Ich begrüße euch ganz herzlich am Namen von Die Linke zu dieser Pressekonferenz, die für uns ein ganz ungewöhnlich ist. Es ist nämlich etwas geschieht, was an den letzten 25 Jahren, das heißt seit unserer Gründung, noch nicht gekommen ist. Und dafür wird so eine ungewöhnliche Form unwillen, nämlich ich werde eine Deklaration vorlesen. Eine Deklaration, die mit unseren Affekoten aufgeschwärzt ist. Um was geht es? Die Linke als politische Organisation und 4 Privatpersonen gehen von einem großen Immobilienpromoteur zu Lützeburg angesicht, weil hier sich persönlich visiert fühlt von unserer politischer Kommunikation als Schuldenersatzfried, weil mehr sein Droit à l'image verletzt hätten. Die 4 Privatpersonen stehen für uns. Denn Gary Diederich und Carol Thomme als Portparolin und David Wagner nicht als aktuell deputiert. Was geschieht? Wir haben am September 2023 4 Wahlen eine Wahlzeitung publiziert, an denen wir als politisch Hauptsujeten und als politische Prioritäten die Wähler kommuniziert haben. So wie alle politische Parteien das gemäht wird. Die Sujeten und Prioritäten waren gerade so wie als Affischen mit Illustrationen begleitet. Da sieht Hanna Dersch die 10 Affischen als 10 Hauptsujeten und auch die jeweiligen Illustrationen dabei. Verschiedene von den Illustrationen haben wir mit den Sujeten auch an unserer Wahlzeitung benutzt. Da leihe paar Exemplare, da könnt ihr euch daher noch gerne mitwählen. Wie ihr seht, sind die Illustrationen Manager a verschiedene Konstellationen. Das sind Monopolismenschen, sind Leute, die an einem ökologischen Haus wohnen, es sind eng Erbesterin, Büros gestalten, ein Geschäftsmann, so weiter, so fort. Das sind die Illustrationen. Sie sind alle gut stereotypiert Figuren, ohne für uns erkennbar und erwünscht Personifikation. Eng von diesen Figuren hat der Geschäftsmann durchgestaltet, den auf einem Korb Geld sitzt, stereotypiert. Kostüm, Brill, Kurzhaar, ohne Gesicht. Dabei stung als Forderung endlich mehr Steuergerechtigkeit, Millionäre besteuern, Kleinlehn entlasten. In keinster Weise wird die Person individuell beschrieben, mit einem Namen oder Ähnlichem. 2 Wochen vor den Wahlen haben wir am September Courrier von einem Affekot gekriegt, der behauptet, sein Mandant, ein grosser Promoteur, gebe sich an der Illustration immer kennen. Er hat uns aufgefordert, Zeitungen nicht anzusammeln und Affischen aufzuholen. Wie die Generalität sowie die Stereotypen von den verwandten Illustrationen und die Linke die formulierte Reproche nicht nachvollziehen können, aber nicht direkt geantwortet. 2 Wochen drauf kriegt man nichts. Ein nicht ganz manierlich formulierter Brief, wir sollten doch endlich Stellung holen. Das tun wir gemäht. Auf jeden Fall darauf insistiert, an unserer Stellungnahme. Erstens, dass es nie als Absicht war, den Mandant an irgendeiner Weise persönlich zu schädigen oder zu attackieren. Und zweitens, dass die Linke aber am Kader von der Liberté d'Expression gehandelt haben. Und dass ein thematisiertes Sujet beispielsweise zu einem konstruktiven öffentlichen politischen Debat beigetragen wird. Du hast eine herzliche Sache für uns. Und scheinbar auch für den Promotor. Bis wir ein halbes Jahr drauf, Ende April, eine Assignation signifiziert kriegen. Obwohl die Illustration zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr sichtbar war und nicht mehr zu unserer politischer Kommunikation gehört wird und noch nicht als die verwendet wird. An dieser Assignation wird momentan Schuldenersatz an Höhe von 50.000 € gefordert, wenn es die Verletzung von der Privatsphäre und dem Droit à l'image. Wir überhaupt können ein Lien zwischen der Privatperson und der Illustration zu machen, referiert den Affekot sich auf ein Aussage aus unserer Wahlzeitung zur Wohnungskrise. Hier kritisieren wir als Link Konzentration vom Landbesitz auf ein paar Promoteuren, verschiedene Societäten, dont Arend am Medernach, beispielsweise Giorgetti. Original aus der Zeitung, da könnt ihr nur lesen. Des études de l'Observatoire de l'Habitat montrent clairement qu'une poignée de promoteurs
surtout Arend et Fischbach et Giorgetti, possèdent énormément de terrain. Das stimmt an dieser Wahlzeitung. Dazu muss ich ein paar Sachen sagen. Erstens, wir referieren als Heimat auf Not 32 vom Observatoire de l'Habitat, eine wissenschaftliche Etude, die am Auftrag vom Logementsministère vom Liser gemacht wurde und Site von der Regierung nach Haut zu finden ist. Das ist also zweitens publik, für jeden Verein öffentlich zugänglich. Und drittens, wir beschreiben genauso wie der Liser, de Patrimoine von Promoteuren, dass die Promoteuren Familien drohen, die d'ailleurs hier am Land geliefert ist, und mehr nicht erfunden. Wir haben Societäten, de Patrimoine von Societäten beschrieben, nicht von Privatpersonen, genauso wie der Liser das gemäht hat. De Lien lo willen zu machen zwischen der Zitation von einer wissenschaftlichen Etude aus dem Logementsbereich an einer Illustration von einem stereotypierten Geschäftsmann ohne Gesicht aus dem Bereich Fiskalpolitik bleibt für uns nicht nachvollziehbar. Die Person, die als Aussicht, die Privatperson, hat den Namen. Sie heißt Nico Arend. So viel zu den Fällen. Als Stellungnahme dazu. Erstens, keiner von uns kennt den Nico Arend persönlich. Aber wir haben weder Sympathie noch Antipathie für die Privatpersonen. Zweitens, wir bleiben dabei, dass wir den Immobilienpromoteur nicht individuell schädigen oder blessieren wollten und dadurch nicht gemäht haben. Es handelt sich bei der Figur um einen stereotypierten Geschäftsmann, wen der Dozenden bei einer einfachen Internetrecherche finden kann. Gegenprobe, außer dem Nico Arend selber hat kein den Lien gemacht. Kein Politiker, kein Journalist hat den Lien gemacht. Während der Wahlkampagne gab an der Öffentlichkeit keine Kritik zu diesem Punkt geäußert. Aber wir können just hoffen, dass sich nicht noch andere Geschäftsleute oder Multimillionäre an dieser Affiche immer kennen und als wenigstens Violation von ihrem Droit à l'image verklagen wollen. Drittens, wir kritisieren generell, als speziell an unserer Zeitung, nicht Privatpersonen, mit gesellschaftlich Klassenverhältnissen. Das gesagt, insistieren wir aber darauf, dass es als Recht wir, gerade so wie das von der Presse, öffentlich zugänglich Donnerien und Bilder an der politischen Kommunikation zu benutzen, und das besonders in einer stilisierten Form. Fünftens, es fällt uns auf, dass den Herr Arend, dem seine Persönlichkeitsrechte so lisiert gerufen, nur seinem letzten Brief bald ein halbes Jahr gewährt hat, für uns zu verklagen. Wir freuen uns für was. Wir freuen uns, ob es sich hier nicht um ein Tentativ handelt, als politisch führende Wahlen destabilisieren zu wollen. Wie im September, kurz vor den Legislativwahlen, solo, kurz vor den Europawahlen, wird juristisch auf ein Geschoss von Vertretern vom Großkapital. Wir reservieren uns an dieser Hinsicht dann auch all uns juristische Rechte. Sechstens, der Verdacht von Intimidation wird verstärkt durch den Inhalt von den Briefen vom Affekot. Nieft respektlosen Remarken, Zitat, Votre parti est fort en gueule dans les médias, stierchen roflosen Remarken über Demokratie und demokratische Wahlen raus. Le Parti des Links n'a pas échappé à ce processus Wahlen pour tenter de glaner un nombre plus ou moins important de voix. So gesagt den Affekot der Wahlprozess. Gerade so wie die Verniedlichung von der Wohnungskrise. La crise, immer noch Zitat, la crise du logement pouvant être perçue comme une problématique au Grand-Duché, le Parti des Links a décidé de l'aborder dans sa brochure. Ja, für verschiedene als die Wohnungskrise vielleicht nicht eine Katastrophe, mehr urban. Bis hin zur Erfrohstellung von der akademischen Recherche. En Bezug auf die Liser-Etude schreibt Affekot, cette information, die von der Konzentration vom Patrimoine, von der Société, cette information n'apportant pas de plus-value au débat, vise déjà à atteindre de manière négative la partie demanderesse, étant
la gérante de la Société Arendt et Fischbach. Dobei als Referenz op die Tüd vom Lycée natürlich nicht dazu gedurcht wie irgend engem zu schulden, mir se denkt einzig an allein dem Objektiv für den öffentlich-politischen Debat auf konkret Analysen an Zahlen zu basieren. Also, das sich schon stark politisch aussuchen, von dem er verkot. Wir sind seit Jahren konsequent Sujet von der Logementskrise aktiv. An denunzieren Eiser Analysen die strukturellen Probleme, die Wunden für immer mehr Menschen zu einem unabordable Luxus machen. Und das stärkste Element an der Verärmung von immer mehr Menschen hier im Land ist. Eng von den strukturellen Ursachen vom Wohnungsnotstand als Konzentration vom Bauland op pure Societäten. Das werden wir auch weiter kritisieren, genauso wie die Ungerechtigkeiten an unserem Steuersystem. Der Kampf für Sozialgerechtigkeit steht nicht recht seit gestern an unserem Mittelpunkt, mir gehört zu unserer DNA. Offensichtlich steht unsere Message allerdings. Mir das aber auch der Beweis, dass wir politisch relevant sind, wenn es so einen großen Promotor als aussicht. Dieser Prozess geht dann auch nicht mehr gegen uns als linke politische Movement gefordert, aber generell gegen Meinungsfreiheit, geht Freiheit von der wissenschaftlichen Recherche und finalement auch gegen Pressefreiheit. Wir sehen den Prozess an der Kontinuität von anderen juristischen Schritten, die gegen Journalisten und generell fortschrittliche Kräfte an den letzten Jahren gefordert wird, mit dem einzigen But, das Leid mundtot zu machen. Das ist für uns inakzeptabel. Das kennt an Eisen an eng weiter Slap-Klo durchstellen, was wir natürlich nicht akzeptieren können. Slap, da wisst, als Durchkürzung für Strategic Lawsuit Against Public Participation. Ein Slap-Klo als ein Outil, das gut beduchte Leute benutzen, für Menschen oder Organisationen, die anderer Meinung sind, anzuschüchtern. Heinz du, gehen so Kloen auch benutzt für Whistleblower ruhig zu stellen. Mir hauptsächlich sind es aber Journalisten an ONGen, die einfach sie von denen kloen. Aber denen die kloen Personen oft Politiker oder Leute aus der Geschäftswelt ganz hohe Schuldenersatz frohen. Der Grund, die Menschen zugefordert wird von den Kloenden als Diffamation oder ein ähnlicher Grund beispielsweise Verletzung von der Privatsphäre. Laut dem Rapport von 2023 von der Coalition Against Slaps in Europe, eng Organisation, die Opfer von sogenannten Slap-Kloen hilft, ging zu Lützeburg am ganzen 4 der Kloen bislo repertoriiert. Alle 4 visieren sie Journalisten oder Editeuren. Paper Jam versus LSK, das ist ein Investment von LSK, wollte verhindern, dass Paper Jam über den Millionenstreit zwischen LSK und der Baloise berichtet. Becker gegen Véronique Pujol. Die Journalistin hat in einem Artikel für Reporter.lu La Cuisine Fiscale de Flavio Becker dubiös steuerliche Praktiken vom Geschäftsmann Becker abgedeckt. Lopez gegen Pierre Sorlu. Der Pierre Sorlu schreibt 2016 einen Artikel am Wort über die Lien zwischen dem Gérard Lopez und dem Tarek Obaid, den an einen Skandal verwickelt ist, von den größten finanziellen Skandalen, an dem riesige Summen aus dem malaysischen Fonds souverän geklaut wurden. 2023 sich den Gérard Lopez de Pierre Sorlu rum und wegen einem Artikel des K am Lützeburger Land, wo der Journalist an einem Artikel über den Tarek Obaid noch einmal die Lien zum Gérard Lopez rappeliert. An dat letzten Beispiel als eng auf Kotin Simon Retter, dat gent den Journalist vom Lützeburger Land, de Bernard Thomas Claude, wegen seinem Artikel über den Paul Retter, de große Promoteur, an der Simon Retter ihren verstorbenen Pap. 2024, den 27. Februar, hat die Europäische Union eng Anti-Slap-Direktiv ugeholt. Wie alle Direktiv und Memberstaaten 2 Jahre Zeit, sie an nationales Recht umzusetzen. Das Direktiv hat ein ganz fortschrittlich alle Elemente. Das für allem ein Mechanismus dran, den es erlaubt, Slap-Kloen frei zu erkennen und so rauszufiltern, für sie direkt sans suite zu klassieren. Wir mengen, dass die Partei gegen das geschieht von der Form und vom Inhalt
riskiert ënnert de Begrifflichkeit ze fallen vun so enger Slapklo, och van der Moment zu Lützeburg nach kein juristische Wert huet, so huet awer fir eis e ganz stark politische Wert. Und ich muss so, dat ich net gedwet hun an denen 25 Joer, déi ich Member vun die Link sinn, dat ich eng Pressekonferenz halen an ophalen dummer da man verweis op Artikel 84 vun eiser Konstitution, nämlich d'immunité parlementaire. So, merci.